Wir machen jetzt den österreichischen Einbürgerungstest, denn ich will Österreicher werden. Coronavirus. Haben Sie schon gegessen? Ja, okay. Ja. Online-Test. Ich hoffe, da gibt's was. Wenn eine Frage kommt, auf die ich keinen Bock habe, dann sage ich einfach, das ist keine schöne Frage. Der Online-Übungstest besteht aus Fragen zu den beiden Prüfungsgebieten Geschichte Österreichs und demokratische Grundordnung. Da sehe ich mich drin. Einbürgerungstest Österreich, let's go. 27 Fragen, Digga. Holy shit. Okay. Zu welchem großen Reich gehörte Österreich ab dem Jahre 0 fast 500 Jahre lang? Zum Römischen Reich, Ägyptischen Reich, Chinesischen Reich oder Persischen Reich? Das muss das Römische Reich sein, weil Ägyptisches Reich ist in Ägypten, das Chinesische Reich in China und das Persische Reich in Persien. I guess. Wenn das nicht stimmt, dann kotze ich. Nächste Frage. Man sieht nicht, ob wir es richtig haben, Chat. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Die Staatsgebiete welcher heutigen Staaten gehörten im Laufe der Geschichte zeitweise zum Kaiserreich Österreich? Slowakei, Kroatien, Ungarn oder Finnland? Das müsste... Ich würde sagen, es ist nur Ungarn gewesen, weil Ungarn und Österreich waren mal ein Land, I guess. Aber Finnland safe nicht. Einfach Ungarn. Nächste Frage. Die Revolution von 1848 betraf auch das Kaiserreich Österreich. Was waren wesentliche Forderungen in der Revolution von 1848? Digga! Das war's komplett. Da war ich damals natürlich dabei. Bei der Revolution von 1848. Freiheit und Bürgerrechte, Unabhängigkeit vom Kaiserreich Österreich, zum Beispiel Ungarn. Eine Verfassung, mehr Rechte für den Kaiser. Ich würde sagen, die ersten drei. Freiheit und Bürgerrechte, Unabhängigkeit vom Kaiserreich Österreich und eine Verfassung. Aber man muss jetzt dazu auch mal sagen, Chat, ich habe gar keinen Plan. Okay, ich nehme diese drei. Welche der Religionen waren 1918 Ende der Monarchie in Österreich-Ungarn offiziell anerkannt? Welche Religion? Uff. Konfuzianismus, noch nie in meinem Leben gehört. Islam, ich würde sagen der Islam. Das Judentum wahrscheinlich nicht, I guess. Hitler kam erst später. Aber ich sag Islam und Buddhismus. Ich habe keinen Plan, Digga. Nur Judentum, sagt ihr. Was ist Konfuzianismus? Bin ich dumm? Nächste Frage. Der Erste Weltkrieg dauerte von 1914 bis 1918. Welche Folgen hatte der Erste Weltkrieg für Österreich? Die Herrschaft der Habsburger endete. Österreich wurde eine Republik. Franz Josef wurde Kaiser. Österreich wurde Mitglied der Europäischen Union. Was ist das für ein Einbürgerungstest? Ich würde sagen, dass Franz Josef Kaiser wurde, weil Franz Josef war ein sehr, sehr guter Kaiser von Österreich. Oh Mann. Viele Menschen wurden während der Zeit des Nationalsozialismus in Konzentrationslagern ermordet. Nicht geil. Wo war auf dem Gebiet des heutigen Österreichs das größte Konzentrationslager? Graz, Wien, St. Pölten oder Mauthausen? Ich würde sagen, Chat, das ist St. Pölten, weil Wien ist zu weit im Osten und St. Pölten, ich sag's wie es ist, Chat, St. Pölten klingt einfach wie ein Ort, wo ein Konzentrationslager ist, Digga. Konzentrationslager St. Pölten, würde ich sagen. Wer wurde nach dem Anschluss von Österreich an Hitler-Deutschland verfolgt? Die Juden, Menschen mit Behinderungen? Ich würde sagen, die Juden und Menschen mit Behinderungen, glaube ich. Okay, Frage 8. Welche für Österreich wichtigen Dinge passierten im Jahre 1955? Uff, Digga, Unterzeichnung des Staatsvertrages? Kein Plan. Ende der Besatzungszeit, Ende des Zweiten Weltkrieges ist es nicht. Fall des Eisernen Vorhangs. Ich sage, ich sage, Chat, die Unterzeichnung des Staatsvertrages passiert ist, aber ich habe keinen Plan. Welche Reformen veränderten Österreich in den 1970er Jahren? Allgemeine Schulpflicht, gleiche Rechte und Pflichten für Männer und Frauen, Ausbau von Schulen und Universitäten, Rauchverbot auf öffentlichen Plätzen. Das letzte ist safe nicht, Digga. In Österreich, da sitzt man heute noch so im Restaurant und raucht, Digga. Gleiche Rechte für Frauen und Männer. Ich würde sagen, Österreich war da früh dran. Und, nee, Schulpflicht war safe früher schon allgemein. Ich würde sagen, diese beiden. Was waren Entscheidungen der Europäischen Union, die den Alltag der Österreicherinnen oder Österreichis beeinflussten? Schaffung einer europäischen Währung, allgemeine Pensionsformen, andere EU-Bürgerinnen dürfen grundsätzlich nicht schlechter behandelt werden als österreichische Staatsbürgerinnen. Okay. Einführung gesetzlicher Feiertage. Euro, safe. Andere EU-Bürgerinnen dürfen grundsätzlich nicht schlechter behandelt werden. Aber Schweizer dürfen schlechter behandelt werden, denn wir sind nicht in der EU.
Deshalb werden wir gemobbt von Österreichern. Was kennzeichnet die Menschenwürde? Alle Menschen sind gleich viel wert? Ja. Die Menschenwürde ist abhängig von der Staatsbürgerschaft? Nein. Alle Menschen haben bestimmte Rechte, die ihnen niemand nehmen kann und darf? Ja. Die Menschenwürde ist abhängig vom Alter? Nein. Weiter. Was kennzeichnet einen liberalen Staat? Ein Leben in größtmöglicher Freiheit. Man darf machen, was man will, auch wenn man dabei anderen Personen schadet. Das ist es wahrscheinlich. Menschen können bestimmte Entscheidungen, wie zum Beispiel Wahl von Beruf oder Studium, selbst treffen, sage ich mal. Es gibt keine Gesetze. Ich sage, das erste und das vierte, das macht ja Sinn, weil es gibt keine Gesetze, macht keinen Sinn und man darf nehmen, was man will, auch wenn man anderen Personen dabei schadet. Das gilt nämlich nur auf Twitch, wenn man Clips klaut, Digga. Grüße gehen raus und hungriger Hu. Was macht den österreichischen Rechtsstaat aus? Der Staat muss sich an die Grenzen halten, an die Gesetze halten, ja. Gesetze dürfen die Grund- und Menschenrechte nicht verletzen, ja. Es muss mindestens 3 politische Parteien geben. Ich sag mal, ja. RichterInnen sind dem Bundesministerium für Inneres unterstellt. Das glaube ich nicht. Ich sag die ersten 3 und ich denke auch, dass das stimmt, denn ich war mal in Österreich und da habe ich das gelernt. Was sind die wichtigsten Grundlagen der Rechtsordnung in Österreich? Die Bundesverfassung? Ah ja, safe. Bundesverfassung und das Recht der Europäischen Union, denn Österreich ist in der EU und dann gilt die Bundesverfassung und die Rechte der Europäischen Union. Einfach Pfeifhead in den Chat, Digga. So smart kann keiner sein. Oder vielleicht jeder. Ab wann dürfen österreichische Staatsbürgerinnen wählen? Frauen ab 18, ja. Männer ab 18. Männer und Frauen ab 16 Jahren. Das ist abhängig vom jeweiligen Bundesland. Darf man in Österreich schon wählen mit 16, Chat? Ich sag mal nein. Abfahrt. Was bedeutet der Begriff Demokratie? Volksherrschaft, Alleinherrschaft, Polizeiherrschaft, das Recht des Stärkeren. Das ist ganz klar, meine Damen und Herren. Polizeiherrschaft. Polizeiherrschaft. Ganz klar. Was heißt indirekte Demokratie? Vom Volk gewählte Abgeordnete beschließen Gesetze. Indirekte Demokratie, das weiß ich natürlich, denn wir in der Schweiz haben eine direkte Demokratie. Aber es gibt auch 2 Formen. Ich glaube, es gibt 2 Formen von indirekter Demokratie, aber in der Schweiz ist eine direkte Demokratie. In Österreich darf man schon mit 16 wählen. Das schiebt aber gar nicht. Okay, vom Volk gewählte Abgeordnete beschließen Gesetze. True. Das Volk kann selbst über Gesetze entscheiden. I don't think so. Die Gerichte beschließen die Gesetze. I don't think so. Nichtstaatliche Organisationen, NGOs beschließen Gesetze. Das ist safe das Erste, weil eine indirekte Demokratie ist ja, das Volk wählt die Abgeordneten oder die Politiker und die Politiker bestimmen dann zusammen das Gesetz. Deshalb ist es wie indirekt. Ihr Geschichtslehrer Adi Totoro. Wer ist das Staatsoberhaupt der Republik Österreich? Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin? Das ist ganz klar der Bundeskanzler Sebastian Kurz. Haben Sie schon gegessen? Ja, haben schon gegessen? Ja. Womit finanziert der österreichische Staat hauptsächlich sein öffentliches Bildungssystem? Aus Vereinsbeiträgen, aus Steuern, aus Spendengeldern, aus Krankenversicherungsbeiträgen? Wahrscheinlich aus Vereinsbeiträgen. Das war's komplett. Natürlich aus Steuergeldern. Wir zahlen ja Steuern. Ja, klar. Wo ist geregelt, für welche Aufgaben der Bund und die Bundesländer zuständig sind? Im Duden. Nope, Kurz ist Regierungschef. Ist Kurz Regierungschef? Kurz ist doch Bundeskanzler. Okay. In der Europäischen Menschenrechtskonvention? I don't think so. In der österreichischen Bundesverfassung? In der Charta der Vereinigten Nationen? Das ist es wahrscheinlich in der Charta. Das ist natürlich ganz klar. In der österreichischen Bundesverfassung? Nächste Frage. Der Bundesstaat Österreich besteht aus 9 Bundesländern. Welches sind österreichische Bundesländer? Da habe ich keinen Plan. Ich würde sagen, dass Wien ein Bundesland ist, aber ich würde nicht sagen, dass Salzburg ein Bundesland ist. Ist Salzburg ein Bundesland? Ich weiß es nicht. Unterösterreich ist nicht unten in Österreich Vorarlberg. Ich würde sagen Wien und Burgenland. Salzburg ist ein Bundesland. Salzburg ist auch eine Stadt. Ja, Salzburg ist eine Stadt, aber ich weiß nicht, ob Salzburg auch ein Bundesland ist. Das Burgenland und Unterösterreich sind auch noch österreichische Bundesländer. In Österreich gibt es viele nichtstaatliche Organisationen, NGOs. Welche gehören zu den nichtstaatlichen Organisationen? Österreichisches Rotes Kreuz, Caritas, Bundesarbeitskammer. Bundesarbeitskammer? Nee. Wirtschaftskammer? Nee. Caritas? Okay. Österreichisches Rotes Kreuz. Safe. In Österreich sind die staatlichen Aufgaben verteilt. Was gehört zu den Staatsaufgaben? Gesetzgebung? Ja. Verwaltung? Ja. Sozialpartnerschaft? Weiß ich nicht. Ich würde sagen Gesetzgebung, Verwaltung und Sozialpartnerschaft, oder? Nächste Frage. Warum ist die Aufteilung der Staatsaufgaben wichtig? Damit der Staat seine Macht gegenüber der Bevölkerung nicht missbraucht. Yes. Es gibt nämlich, und jetzt kommt's, eine Exekutive, eine Judikative und eine... Es ist nicht Legislative, es ist, Digga, Exekutive, Judikative und...
Exekutive, Legislative, Judikative. Was ist die offizielle Währung der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten? Euro, Abfahrt. Was sind Institutionen der Europäischen Union? Europäische Kommission, Oberster Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof, Europäisches Parlament. Ich würde sagen, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, I guess. Ah, das ist eine Legislaturperiode. Wie bei den Girls haben die auch eine Legislaturperiode. Okay. Österreichische Staatsbürgis sind auch Bürgis der EU. Welche Rechte ergeben sich daraus? Sich in allen EU-Ländern aufzuhalten? Ja. Kostenlos die Verkehrsmittel anderer EU-Länder zu benutzen? Nee. Das Europäische Parlament zu wählen? Weiß nicht, wer das wählt. Sich die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes auszusuchen. Ich sag, sich in allen EU-Ländern aufzuhalten und das Europäische Parlament zu wählen. Ich habe keinen Plan, wer das Europäische Parlament wählt. Doch, das wird schon vom Volk gewählt, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Das war die letzte Frage. Zur Auswertung in 3, 2, 1. Ja, Sie haben beim Übungstest 63% erreicht. 17 von 27 Punkten. Ist es gut, Chat? Oder ist es nicht gut? Ich habe keinen Plan. Die zweite hatten wir falsch. Okay, die zweite Frage. Die Staatsgebiete welcher heutigen Staaten es war Ungarn, Kroatien und Slowakei gehörten zu Österreich. Krass, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Frage 4. Welche der Religionen? Okay, der Islam und das Judentum waren nur anerkannt. Buddhismus war nicht anerkannt. Schiebt aber gar nicht. Ey, Buddha. Bruder. Buddha. Der Erste Weltkrieg dauerte von 1914 bis 1918. Welche Folgen hatte der Erste Weltkrieg für Österreich? Die Herrschaft der Habsburger endete. Okay, Österreich wurde eine Republik. Okay, feels okay, man. Frage 6. Bei Konzentrationslagern? Da kenne ich mich leider nicht aus. Wer wurde nach dem Anschluss von Österreich an Hitler-Deutschland verfolgt? Juden hatten wir richtig, Menschen mit Behinderung hatten wir richtig, Roma und Sinti wurden auch verfolgt. Okay. Welche für Österreich wichtigen Dinge passierten im Jahre 1955? Unterzeichnung des Staatsvertrages hatten wir, Ende der Besatzungszeit. Hatten wir nicht, kein Punkt. 4 Fragen in a row richtig, da sind wir stolz. Frage 13. Was macht den österreichischen Rechtsstaat aus? Der Staat muss sich an die Gesetze halten, richtig. Gesetze dürfen die Grund- und Menschenrechte nicht verletzen, haben wir richtig. Es muss mindestens 3 politische Parteien geben. Das habe ich nicht. Ich wollte das eigentlich noch nehmen. Fuck, dude. Macht aber Sinn. Macht Sinn, wenn es mehrere Parteien geben muss. Frage 15. Ab wann? Ja, ab 16. Bla 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 bla. Ab 16 schon, Digga. Österreich ist aber ganz anders. In der Schweiz ist ab 18. Wer ist das Staatsoberhaupt der Republik? Der Bundespräsident. Ist es nicht? Heißt es nicht auch in Österreich der Bundeskanzler oder der Kanzler Sebastian Kurz? Haben wir wieder etwas Neues dazugelernt, Chat. Unglaublich. Der Bundesstaat Österreich besteht aus 9 Ländern. Welche sind österreichische Bundesländer? Salzburg war nicht richtig und Unterösterreich war auch nicht richtig. Okay, Salzburg ist auch ein Bundesland. Krass. Man sagt doch Kanzler Sebastian Kurz. In Deutschland ist es auch der Präsident. Ach so, der Regierungschef ist der höchste Österreicher und nicht der Kanzler. I see. Frage 23. In Österreich sind die staatlichen Aufgaben verteilt. Was gehört zu den Staatsaufgaben? Gesetzgebung haben wir, Verwaltung haben wir, Gerichtsbarkeit haben wir nicht und Sozialpartnerschaft ist keine Aufgabe. Ja, wenn es so ist, ne, dann ist es so. Frage 24. Warum ist die Aufteilung der Staatsaufgaben wichtig? Damit der Staat seine Macht gegenüber der Bevölkerung nicht missbraucht? Ja. Damit die Macht des Staates nicht an einer Stelle konzentriert ist? Stimmt. Macht natürlich Sinn. Und die letzten 3 Fragen haben wir richtig. Okay. Wir haben unglaubliche 63% richtig gehabt. Und wenn ich nächste Woche, Chat, nicht den österreichischen Pass zugeschickt bekomme, dann weiß ich auch nicht. My heart just got stuck.